1931, das Jahr der Hill Valley Expo. Und damit willkommen zurück hier zu Zurück in die Zukunft, dem Spiel. Und ja, wir haben im letzten Part noch eine Gedankenkarte von Emmet erstellt. Zwar ein bisschen fungiert und so, aber ich hoffe, sie klappt und dass er jetzt ziemlich schlecht dargestellt wird. Bingo! Jetzt sieht Emmets Karte wie die von Tennen aus. Jetzt muss ich die nur noch mit Emmets originaler Gedankenkarte vertauschen und seine eigene Maschine wird ihm zum Verhängnis. Ist zwar richtig fies, aber wenn man halt die Welt retten will, oder zumindest mal nicht die Welt, sondern nur Hill Valley retten will, vor der, naja, so richtigen Bitch-mutierenden Edna Strickland, dann ist das doch eigentlich recht legitim. Ja, zumindest. Okay, Emmet, mach dich bereit für dein neues Ich. Hey! Was? Ich hätte beinahe meine Gedankenkarte vergessen. Edna hätte mich umgebracht. Wir werden die Karte bei der Expo als seltenes Beispiel eines Musterbürgers zeigen. Das wird sie vermutlich sowieso tun, wenn sie deine Gedankenkarte sieht. Sobald Emmet auf der Expo ist, muss ich dafür sorgen, dass er seine Karte in den mentalen Affinitätsmesser steckt. Ich konzentriere mich besser darauf, Emmet als untreu und schlampig darzustellen. Das könnte schwierig werden. Mein untreu haben einen Anhaltspunkt mit Trixie, aber wie mache ich das mit schlampig? Achso. Hey Emmet, ich hab... Wow. Ups. Was zur Hölle? Oh nein, das tut mir leid. Dein Anzug ist ruiniert. Edna wird stinksauer sein. Falsch! Was? Als Edna mir diesen Anzug gab, war mir sofort klar, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn sauber zu halten, gegen 0 tendierte. Also habe ich das hier angerührt. Huch, was war das? Ein chemisches Mittel, das jeglichen Schmutz von allen Oberflächen entfernt. Emmet, du wirst Millionen verdienen. Nicht allzu schnell, fürchte ich. Aufgrund einer inhärenten Instabilität in der molekularen Zusammensetzung zerfallen die chemischen Bestandteile des Reinigers nach 12 Stunden in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme, was den kommerziellen Nutzen einschränkt. Moment, heißt das, dass sich dein Anzug in 12 Stunden auflösen wird? Gott nein, das Mittel löst sich nach der Anwendung in Luft auf. Doch wenn man diesen Reiniger noch 11 Stunden und 53 Minuten altern ließe, würde er diesen Anzug schneller zerfressen als 1000 hungrige Motten. Und das wäre eine Katastrophe von unvorstellbaren Ausmaßen. Warum? Weil dieser Anzug Ednas Großvater gehörte, der ihn bei seiner Hochzeit trug. Der Arme wurde nur wenige Jahre später erschossen. Emmet? Genug der Tagträume. Zurück an die Arbeit. Tja, wie kann ich das Teil jetzt irgendwie beeinflussen, wa? Ich erinnere mich, dass wir damals auch irgendwie so etwas hatten in der Art, aber ich weiß nicht mehr, was genau es war. Verdammt. Der Reiniger wirkt nicht sonderlich tragbar. Nein, aber die ist tragbar. Eine Parfümflasche? Ja, nein, klar, es ist eine Parfümflasche. Aber da drin ist eine konzentrierte Dosis meines Allzweckreinigers. Dieses Spray sollte für die nächsten 12 Stunden halten, bevor seine chemischen Bestandteile in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme zerfallen. Clever. Ersetzen vielleicht? Was zur Hölle ist das? Was? Sorry, ich dachte, ich hätte eine Tarantel gesehen. Kann ich das jetzt irgendwie miteinander kombinieren? Nö, natürlich nicht. Ich sollte es noch behalten. Vielleicht muss ich noch was reinigen. Wenn das Zeug ein paar Stunden älter wäre, könnte ich Emmets Anzug damit auflösen. Tja, die Zeitmaschine. Was? Ich habe nur über die Zukunft nachgedacht. Das Gerede über Ednas Großvater hat mich etwas erkennen lassen. Bitte lass es etwas mit Blitzen zu tun haben. Das Leben kann kurz sein, manchmal gnadenlos kurz. Also, warum soll man sein Glück nicht genießen, solange es noch geht? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich habe es eigentlich für den Valentinstag geplant. Aber warum warten? Ich weiß, was ich will. Emmet, nein! Ich werde Edna einen Heiratsantrag machen. Jetzt gleich. Nein! Oh, richtig. Ich werde bis heute Nacht bei der Expo warten. Da ist es dann auch viel romantischer. Denk dir nur, morgen um diese Zeit werden Edna und ich verlobt sein. Und wir werden von der Wissenschaft gefeiert werden. Das verdanke ich nur dir. Gern geschehen. Oh Mann. Was haben wir bloß getan? Egal, ich muss weg hier. Hey, Emmet, ich muss für eine Weile raus.
Ich dachte, Edna hätte dich geschickt, damit ich nicht abgelenkt werde. Oh, du schaffst das schon. Zurück sind wir. Jetzt noch ganz kurz da wieder reinlegen. Hier ist sie sicher. Schätze ich auch. Jetzt haben wir das mit dem Untreu-Sein noch. Wie zum Henker kriegen wir das jetzt hin? Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen. Was gibt's Neues? Ideen. Hier oben. Aber mein Freund Emmett braucht unbedingt Hilfe. Er geht mit Edna Strickland aus? Ja, der braucht wirklich dringend Hilfe. Sie sollen ihn nicht verführen. Tun Sie... Und? Ruf als Mut. Ja gut, bringt also immer noch Mal, nichts. Trixie. Komm mal wieder vorbei. Naja, immer wieder. Alle paar Jahre. Stinksauer machen. Die Frage ist bloß wie. Mit auch kann man es bringen, wa? Ne, Da hatte ich mir auch schon so im Sinne von nö. Nö. Gut, Doc, das ist ja ganz nett und so, aber bitte brechen Sie das ab. hey Doc, ich meine, Mr. Sagan. Entschuldigen Sie mich kurz, Miss Strickland. Für den Moment habe ich Sie neutralisiert. Wie geht es bei dir mit dem Plan voran? Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, worauf soll ich nochmal achten? Auf das Signal, dass die Prüfung der Zeitleitung vorbei ist. Die Analyse kann eine Weile dauern. Sag mir Bescheid, wenn die Leuchte grün wird. Dann starte ich den nächsten Testlauf. Alles klar. Du. Wegen Edna. Keine Sorge, sie geht gerade nirgendwo hin. Das ist gut, aber... Nicht unbedingt gerade. Naja. Zu einem anderen Thema. Hoffentlich einem erfreulicherem. Mal gucken. Schreckliche Neuigkeiten, Doc. Emmett wird heute Abend um Ednas Hand anhalten. Aber so ist es nicht gewesen. Sie hat mich erst viel später dazu gebracht, sie zu fragen. An dem Abend am See. Irgendetwas muss ihn zur Eile getrieben haben. Großer Gott! Diese Zeitreisesache ist verzwickter, als ich dachte. Wissen Sie noch, wie Ihr mentaler Affinitätsmesser Sie als Musterbürger ausgewiesen hat? Warten Sie mal ab, wie... Halt! Du wolltest mir einen deiner Pläne verraten, um Edna und mich auseinanderzubringen, oder? Ja, sehen Sie, Edna glaubt... Hör auf! Ich weiß, es ist für einen guten Zweck, aber ich will trotzdem keine Einzelheiten über den drohenden Herzschmerz meines jüngeren Ichs erfahren. Klingt logisch. Edna sagte, dass ihr jüngeres Ich großartig im Anzug ihres Großvaters aussah. Ja, ich sah in dem Anzug gut aus. Sie hasste es, wenn er schmutzig wurde. Vielleicht bringe ich ihr jüngeres Ich dazu, ihn loszuwerden. Ja, wohl kaum. Ich wusste, wie viel Edna der Anzug bedeutete. Und ich wollte sie glücklich machen. Ich glaube, langsam habe ich einen Plan. Gut, verrat ihn mir. Nein, nicht. Immerhin geht es um meine Geschichte. Wenn ich den Plan kenne, verliere ich vielleicht meine Entschlossenheit. Ja, ich glaube, das könnte echt noch passieren, wa? So, nochmal gucken. Ist denn das Teil schon auf grün geschaltet? Marty, bewegen. Dankeschön. Doc wollte, dass ich ihm sage, wenn das Lämpchen an dem Diagnosedings grün wird. Nein, noch kein grünes Licht. Tja. Scheiße, wa? Okay, ich habe keinen Bock zu warten, Leute. Nächster Hinweis, bitte. Ja, toll. So weit war er auch schon. Was? Hat es jetzt irgendwie... Was weiß ich, vielleicht wird es irgendwie Arti anfangen oder so etwas in der Art. Keine Ahnung.
Könnte ich kurz mit Ihnen sprechen, Miss Strickland? Sicher. Es ist wie folgt. Ich weiß über Trixie Trotter Bescheid. Ja? Anscheinend wurde sie zu einer Art Expo-Königin gemacht. Techne, die Muse des Fortschritts. Das ist nicht wahr. Nun ja, Hill Valley sollte durch die Expo einen Ruf bekommen. Ich wusste nicht, dass es so gemeint war. Was haben Sie gegen Trixie? Es geht ums Prinzip. Wie kann unsere Stadt nur von so einer Frau repräsentiert werden? Das nehme ich nicht hin. Als verantwortungsvolle Bürgerin fordere ich, dass Sie diese Muse entlassen. Trixie? Was ist mit ihr? Sie ist wohl kaum für einen ehrenvollen Platz bei einem öffentlichen Ereignis geeignet. Hören Sie, Lady. Sie passt in das Kostüm. Sie ist Amerikanerin. Und sie hat es sogar geschafft, ihren Text zu lernen. Also, was wollen Sie mehr? Oh, diese Leute sind unmöglich. Ja, genauso wie sie. Sie wollen, dass man Trixie feuert? Man darf nicht zulassen, dass solche Frauen in der Gesellschaft zu Respektspersonen werden. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Zukunft. Wirklich? Aber erzählen Sie das mal diesem armen Trottel. Sie hat ihm völlig den Kopf verdreht. Das ist ihre Taktik. Ach ja? Aber ich könnte für ihre Entlassung sorgen, wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Zweifellos hat so eine Frau viele Skandale zu verbergen. Ich würde sie aufdecken, wäre ich noch Reporterin. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin mit Emmett und seiner Erfindung beschäftigt. Sie würden also nicht zögern, Trixie Trotter feuern zu lassen? Wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Offensichtlich hat sie ihren Arbeitgeber völlig durcheinander gebracht. Man müsste ihm schon etwas Schockierendes zeigen, um ihm die Augen zu öffnen. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Soweit dazu. Cubo, dann auch schon lange nicht mehr gesehen. Was gibt's Neues? La, la, la. Aber mein Freund Emmett braucht unbedingt Hilfe. Er geht mit Edna Strickland. Sie sollen... Ruf als Ja, immer noch nichts. Bald, Trixie. Komm mal wieder vorbei. Jetzt hilft ja nur noch Cue-Ball, wa? Hey, Kumpel. Na toll, der wieder. Witzig, das wollte ich auch gerade sagen. Spielst du später noch Klavier für Trixie? Nein, Warum nicht? weil die kleine Sauberfrau heutzutage zu anständig ist, um sich mit Cue-Ball abzugeben. Solltest du nicht mit dem Rest von Kids Gang im Knast sein? War ich, aber dann ergab sich eine Gelegenheit und ich hab, Gesungen wie ein Kanarienvogel. ich nenne es, einen bewundernswerten Sinn für Selbsterhaltung gezeigt. Wow. Einen ganzen Satz da gesprochen. Nicht schlecht. Du scheinst sauer auf Trixie zu sein. Sauer? Trixie und ich kennen uns schon ewig. Ich weiß Sachen von ihr, die nicht mal Kid weiß. Sachen, bei denen es dir die Schuhe auszieht. Ach ja? Oh ja. Und wie sie jetzt hier herumstolziert und so tut, als ob sie was Besseres wäre, naja, das stinkt mir halt, weißt du? Also, was ist denn so peinlich an Trixies Vergangenheit? Klar, das werde ich dir erzählen. Ach komm schon. Nein. Pass auf. Dann erzähl ich dir erst was Peinliches über mich. Zum Beispiel? Meine Mom hat mich in Unterwäsche gesehen. Ist doch nicht schlimm. Letztes Jahr. Okay, das ist ziemlich übel. Okay, Kleiner, du hast gewonnen. Das war ziemlich peinlich. Fast so peinlich wie das hier. Ist das Trixie? Yep, Hat nicht gerade viel an. kein Scherz. Vor ein paar Jahren war sie auf einigen dieser künstlerischen Postkarten. Hab einen ganzen Stoß davon. Kann ich eine haben? Ich weiß nicht. Du hast damit doch nichts Schlechtes vor, oder? Ich verspreche, es ist für das Allgemeinwohl. Gut. Okay. Danke, Mann, du bist echt cool, Alter. Was mit deinen Zähnen ist mir scheißegal, weg hier. Locker bleiben. Du redest komisches Zeug. Tja, so Quatsch im Jahr 1986. Ich weiß zwar nicht, ich war dort noch gar nicht geboren.
Aber ist ja egal. Soll das Bild mal Arti zeigen? Wäre mal was. Ihm gebe ich die Postkarte mit Trixie nicht. Schade. Okay, vielleicht würde dann direkt was abgehen, also Könnte ich kurz mit Ihnen sprechen, Miss Strickland? Sicher. Entschuldigen Sie. Oh, verdammt, mein Fehler. Es ist wie... Das ist alles, was ich... Entschuldigung. Hätte zuerst das machen sollen, so jetzt aber. Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Warum in aller Welt sollte ich mir... Wow. Was haben wir denn hier? Oh, Sir. Mr. McFly. Es scheint, Ihre Muse hat mehr inspiriert als nur den Fortschritt. Trixie? Oh nein, nein, nein. Was tun Sie mit einer schmuddeligen Postkarte? Was tut sie auf einer schmuddeligen Postkarte? Ich schwöre, Mr. McFly, wenn Sie das nicht überzeugt, dass Trixie Trotter ungeeignet ist, Hill Valley zu Ich repräsentieren. brauche keine Vorträge, wen ich einstellen kann und wen nicht, Miss Strickland. Trixie ist verdammt gut in dem, was sie tut. Mir ist egal, ob sie früher das wilde Weib aus Winnipeg war. Ihre Vergangenheit interessiert mich. Trixie? Was ist denn, Arti? Ich will ja nicht neugierig sein, aber in welchem Staat bist du In aufgewachsen? der Provinz Manitoba. Warum? Nicht einmal Amerikanerin. Nun ja, Darling, die Satzung besagt ausdrücklich, dass die Hostess der Expo Amerikanerin sein muss. Wenn du wirklich Kanadierin bist... Werde ich gefeuert? Du feuerst mich? Ich will es nicht. Hier, da hast du's wieder. Nun, ich bin froh, dass endlich jemand auf die Vernunft hört. Wir müssen reden. Ja, das müssen wir. Ach, ist es schön, gemein zu sein. Naja, gar nicht, aber was willst du machen, wenn sie eins in Wirklichkeit ist? Oh, die ist aber sauer, ey. Alter, ist sie sauer. Trixie? Ich mache es. Diese Schnepfe wird vor Eifersucht platzen. Sehr gut. Ich habe schon alles geplant. Wenn Emmett Wir tun auftaucht... es auf meine Weise. Was? Improvisation ist nicht meine Stärke. Und ich werde keinen Text lernen. Aber ich habe einmal in diesem Stück gespielt. Das Hausmädchen in Not. Ich könnte eine Szene daraus vorführen. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein paar Requisiten. Warum überrascht mich das nicht? Einige Pelze. Einen großen Diamanten. Er muss auch nicht echt sein. Das macht es leichter. Und etwas von deinem Freund, diesem Emmett. Hat er ein Fotoalbum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Bring es mir einfach. Pelze, ein Diamant und Emmets Fotoalbum. Und dann? Lehn dich zurück und sieh die Fellfetzen fliegen. Ist doch theoretisch das... Gut, das ist nicht gerade... Was ist immer in einem Foto, Das Foto meines Dads gebe ich nicht her. Ach, Männer, gut, halt nicht. So, Pelze. Pelze gespendet von Lamonts Hermelin-Pelze. Wenigstens dienen sie einem guten Zweck. Sie stecken in der Teergrube fest. Knopf. Die Zeiten in Hill Valley mögen du 10 versetzen. Horus, König der... Und wenn sie in Schulden spielen in den Teergruben von Hill, diesen Blick in die Fernheit. Auch nichts Besonderes. Verdammt, ich kriege einen Pelz da raus. An der Knopfe, Knöpfe sage ich schon. Knöpfe muss es doch sein. Süße Träume, Hill Valley. Die Expo möchte Sie daran erinnern, alles, was Sie brauchen, um Ihre Träume wahrzumachen, finden Sie bei Hal's Eisenwaren. Hal's Eisenwaren, seit 1895 im Dienste unserer schönen Stadt. Naja, schön. Und nach dem Regen ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden und das Leben schön Hä? ist. Was machst du, Marty? Netter Klunker. Aber ich komme nicht ran. Und nach dem Regen ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran Nicht mal ich erinnert, könnte dass ihre darauf Wünsche Skateboard fahren erfüllt und ich bin werden gut. und das Leben Mann, Alter, schön sollst es ist. teilnehmen.
Oh. Der macht mir heute wieder Kirre, der Gute. Er hat sonst nichts Langes. Hahaha. Durch landwirtschaftliche Fortschritte wird es ein leichtes sein, unsere blühende Bevölkerung zu ernähren. Keine Lust zu warten, bis Mutter Natur ihre Arbeit tut? Natürlich wollen sich unsere Bürger auch gelegentlich an die frische Luft bessert die trockenen Felder. Schöner sein als eine Spritztour mit dieser super Hochbahn von Borke. Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft zu erleben. Circa 1981. So, Diamant hätten wir schon mal. Leihen mir nur aus. Jetzt ist die Frage, wie zum Henker kriege ich jetzt einen Pelz daraus? Irgendwie aufschaben hier. Nicht mal ich könnte daraus Skateboard fahren und ich bin gut. Okay, okay. Wenn das ein echter Diamant wäre, könnte ich es damit halbieren. Ist es aber nicht. Sie stecken in der Teergrube fest. Der Vulkan sieht aus wie der, den ich in der 7. Klasse mal gebastelt habe. Cool. Naja. Kann man momentan nicht weiter. Fotoalbum muss ich bei Arti suchen, war. Okay. Gucken noch anders nach. Nein, lass ihn doch drin, Emmets Marty. Formel. Noch so gut wie neu. Man weiß ja nie, wann man mal wieder etwas Klebriges auf die Sachen bekommt. Du sollst noch drin lassen, Alter, für die Zeitreise. Wenn du ein bisschen älter sein musst, also come on. So. Nein, noch kein grünes Licht. Was brauchst du denn alles, damit das einmal grün wird? Und Ich muss mit Ihnen reden. Verzeihung, meine Liebe. Ja? Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, die Leuchte ist noch rot. Die Analyse kann eine Weile dauern. Sag mir Bescheid, wenn die Leuchte grün wird. Dann starte ich den nächsten Testlauf. Ich glaube, langsam habe ich einen Plan. Gut. Verrat ihn mir. Nein, nicht. Immerhin geht es um meine Geschichte. Wenn ich den Plan kenne, verliere ich vielleicht meine Entschlossenheit. Tja. Nö, nix. Tja, dann würde man sagen, auf zu Emmet und nach dem, naja, Pelz und nach dem Fotoalbum suchen. Dem ich denke, wie das Pelz hier zu finden ist, aber wie, das ist eine andere Frage. Immerhin Diamanten haben wir und deswegen, los geht's! Wie geht's, wie steht's, Emmet? Keine Zeit für Plaudereien. Ich muss Maschinen vorbereiten und Gedankenkarten sortieren. Okay. Hätte das rumliegen irgendwie? Nicht wirklich, wahr? Da oben, wobei da war ich schon. Tja, irgendwie habe ich hier leichte Probleme. Emmet, hast du eine Sekunde? Klar. Ich habe sogar mehrere. Wie wäre es, wenn wir ein paar Stunden Pause machen und uns einen Film ansehen? Ein paar Stunden? Eigentlich sind es wohl eher so 70 Minuten. Ich habe keine paar Stunden Zeit. Ich muss noch diese Gedankenkarten sortieren. Und die Verkabelung des MAM bereitet mir auch Sorgen und... Schon klar, du hast zu tun. Wie läuft es denn mit dir und deinem Vater? Mich wundert, dass er dein Labor noch nicht abgerissen hat. Er ist immer noch sauer und droht, mich aus seinem Testament zu streichen. Doch ich hoffe, das gemeinnützige Potenzial meines mentalen Affinitätsmessers überzeugt ihn. Okay. Du willst wirklich nicht mit ins Kino? Der Film würde dir sicher gefallen. So merkwürdig es klingt, aber ich habe wichtigere Dinge zu erledigen, als mir einen Film anzusehen. Oh oh.
Joho. Du kannst Edna nicht heiraten. Warum nicht? Du bist zu jung, um zu heiraten. Blödsinn. In der guten alten Zeit hatte ein Mann meines Alters schon 2 Kinder und eine Farm. Also, warum sollte man warten, wenn man verliebt ist? Boah, ich geht. Egal, vergessen wir's. Schön. Nee, eher Sieht weniger. beschäftigt aus. Wir können ja später reden. Ja, sicher. Wo krieg ich zum Henker nochmal das Fotoalbum her? Hä? Ja, bin noch dran. Auf Protomotorenöl wirkt. Hä, das auch noch? Okay, ist mal ein cooler Hinweis. Ja, das machen wir ganz kurz, Leute, und dann ist die Folge auch schon wieder mal vorbei. Eieiei. Jo, Mann, hier. Ich will das nicht mit dreckigem Öl vollschmieren. Hä? Ach stimmt, haben wir gar nicht dabei. Protomotorenöl. Ja, schon, aber jetzt soll ich in den da einen Glow reinlegen oder wie? Hä? Emmets Formel. Noch so gut wie neu. Man weiß ja nie, wann man mal wieder etwas Klebriges auf die Sachen bekommt. Ja, ist ein toller Hinweis, Marty. Nein, noch kein grünes Licht. Ich will das nicht mit dreckigem Öl vollschmieren. Seht ihr, das klappt ja auch nicht. Gut, dass ich das vor dem Ablauf von Emmets 12-Stunden-Frist gemacht habe. Sonst hätte der Reiniger den Pelz aufgelöst. Du kriegst ihn jetzt raus. Dann wollen wir mal die Pelze ablegen, nicht wahr? Wegen dem Tee war, das gerade aufgelöst hat. Okay, nicht mehr das. So, wir hätten das, wir haben das Fotoalbum, wo ich das herbekommen soll, ehrlich gesagt noch gar keinen Schimmer. Aber jetzt kann ich ja wieder das Teil zurücklegen ins Auto, weil eben das muss ja eine Zeitreise überstehen in die Vergangenheit, damit es ein bisschen älter ist und wir so Emmets Anzug vor ihren Augen auflösen können, damit er eben halt ein bisschen schlampig erscheint. Und jetzt? Hey, das Lämpchen ist grün. Das bedeutet, Doc kann den DeLorean wieder rausfahren. Genau, aber das, Freunde, machen wir erst im nächsten Part wieder hierbei. Zurück in die Zukunft, das Spiel Episode 4 Double Visions. Und ja, ich hoffe doch mal, dass uns am Schluss nicht der Doc wieder in die Quere kommt, war von wegen, oh nee, Edna, sie war doch so cool und so, nee, komm schon, das geht schon klar. Und wir so, nein, Doc, nicht schon wieder. Egal, bis dahin, ciao zusammen.